Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyidishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Buchstab ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr dürft, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline, das Ratzenach Meir David. Auf unser heutigen Programm haben wir dem Covid euch zu bringen neue Nummern von dem neuesten Compact-Disc von Henke Snetsky. Das ist Henke Snetsky mit Aidan McAdam Summer. Sie spielt Fiddle, er spielt meistens Piano und sie spielen für uns sehr schöne jüdische Singlieder. Und das ist ein Compact-Disc, was ist noch nicht heraus, aber mit Henkes Erlaubnis können wir das spielen für euch, liebe Zuhörer von dem jüdischen Kohl. Trotzdem haben wir noch ein frisches Interview von einem noch was geschehenen Konferenz von den Kinderleben gebliebenen von Chorben und 2. und 3. Dorf, was ist vorgekommen letzten November in Durham, Florida, in West Palm Beach. Und das ist ein Interview mit Esja Friedman. Das wird ihr hören ein bisschen später im Programm. Ich hoffe, Sie wird Hannoa haben. In der Reusen ist Winster, in der Reusen ist Winster, sie spät bei Nacht. Man hört kein Schum, keine Schorch, keine Weigele fliehen auf der Gass. Man hört kein Schum, keine Schorch, keine Weigele fliehen auf der Gass. Wo bist du gewesen? Ich will mit dir 2 Wörter reden. Wo bist du gewesen? Ich will mit dir zusammen sein. Du komm raus zu mir, mein teures Leben. Ich steh und warten, Gott, ich weiß allein nicht war was. Ich steh und warten, Gott, ich weiß allein nicht war was. Wo bist du gewesen? Ich will mit dir 2 Wörter reden. Oh, komm, schau raus, ich will mit dir zusammen sein.
Sonne schwarz in Gotschke in dein Mäul mit deine schöne weiße Zähne in dein Mäul mit deine schöne weiße Zähne. Wo bist du gewesen? Ich will mit dir treffen. Ah, komm, ich will mit dir zusammen sein. Wo bist du gewesen? Ich will mit dir treffen. Ah, komm, ich will mit dir zusammen gehen. Hat sich mir der 17 hat sich mir zerbrochen, hat sich mir der Schick zerrissen, hat sich mir die heile Sachen. Tanz gegen dir, nicht an gegen dir, die wirst nimm den Beinen, nicht nimm dich näher. Zerbrochen ist der Lokschentopf, verbrennt der Lahit, tanzen die Machthin, ist die Kalle in der Mitte. Tanz gegen mir, nicht an gegen dir, die wirst nimm den Beinen, nicht nimm dich näher. Alles hat die ganze Mischproche, tanzen auf der Chassene, Nase in den Brache. Tanz an gegen dir, nicht an gegen dir, die wirst nimm den Meinen, nicht nimm dich näher.
schlaf ein, mein schönen Geh. Du bist noch jetzt der kleinen Geh. Du wirst wachsen, prächtig blühen, Herzer sollen sich zu dir ziehen. Halleluja, Lululu, mach deine schönen Gehegelig zu. Halleluja, schlaf mein Kind, mach zu deine Hegelig Gehen geschwind. Sein so's Leben lebt bei Leid, sei von Norim, sei von Reich. Es ist mein Wunsch, mein schönster Streben, von der Nacht zu der Leben. Halleluja, mach deine scheinen Gehegelig zu. Halleluja, schlaf mein Kind, mach zu deine heiligen Gehen geschwind. Schlaf ein, mein schönen Gär, du bist noch jetzt der kleinen Gär. Du wirst wachsen, prächtig blühen, Herzer sollen sich zu dir ziehen. Halleluja, mach deine schönen Gär heilig zu, schlaf mein Kind, mach zu deine heilig Kirchen geschwind. Mein Name ist Essie Friedman und ich bin geboren in Wilna und durchgegangen in der Milchome, geblieben leben und das ist wegen ihr wisst, wegen mir. Mein mädelscher Name ist gewesen Baran. Ich bin in meinen 80er Jahren, tut genug. Fein. Wir haben gehabt ein schönes Leben. Ich habe erzählt wegen Wilna. Unser Name ist gewesen Jerusalem de Vilna, gegeben zu uns bei Napoleon. Wenn ist durchgegangen in meine Stadt und gesehen die größten Institutions, die jüdische Institutions. Einer ist gewesen die größte Bibliothek in der Welt. Und dann auch Ivo, alle wissen, der jüdische wissenschaftliche Institut. Wir haben gehabt in Vilna Gaon und wir haben gehabt 150 Schulen. Es sagt Zeitungen, Journalen, alles was in große Gymnasiums, Hybrid und moderne. Mein Papa ist gewesen Yitzchok, meine Mama Eda, noch ein Bruder Zev. Meine Mamas Vater ist gewesen Rov, was hat gewesen ein Freund von Jabotinsky, sind getroffen den Beitar in mein Seide. Und die Stimmen für
für Palästina, für Israel, vielleicht sein in meinem Seidensstub, weil ist gewesen ein orthodoxischer Zionist. Mein Papas Tate Mama, mein Papas Tate gewesen ein Fußdoktor, Veterinarian. Weil die Polaken haben doch nicht gelassen gehen in die Schulen, in die Universität, für die Pferd, jener Doktor. So ist gegangen in Deutschland und hat geworden ein Doktor. Und hat gehabt seinen eigenen Platz, was hat genommen, Achtung auf Pferd. Meine Mama ist gewesen ein Freund daheim. Mein Bruder ist gegangen, geendigt Ezra. Und ist dann noch weg in Real-Gymnasium, weil hat gehofft zu fahren zu Amerika. Und meine Mama hat gehabt, ihr seht Bob in Amerika, 8 Mummes und Vetters und 2 Brüder. Mein Bruder hat gesagt, fahren da, ist gewesen 15 Jahre alt. Seien die Russen übergenommen, ist geblieben. Wann ist das gewesen? Das ist gewesen, die Milchome. Danach hat die Russen und die Deutschen haben sich zu spät und gegeben uns zu den Russen. Vor allem, könnt ihr ein bisschen erzählen, wegen früher Jahren, ihr seid gegangen in was für eine Schule? Das war gekommen. Oh, ja. Mein Bruder ist gewesen Vater. So haben sie gesagt, er darf nicht gehen in Amerika, er kann gehen in Russland. Ich bin gegangen in eine jüdische Schule, wo sie sich gerufen, Leser Gurwitsch. Meine Mama, ich bin gewesen, Darinke, hat sie sich geklemmt, ich will davon gehen zu weit, hat sie mir genommen in eine jüdische Schule zum größten Schaden. Dafür habe ich noch gelernt, wie zu davnen und schreiben und lernen in Ivrit, aber ich kann nicht reden. Wir sind gegangen in die Schule, als ihr wisst, 6 Tage Woche. Und Schabbat sind wir geblieben. Wir sind gewesen in der Heim, in Vilna, alle sind gewesen fromm. Ich habe nicht getroffen, nicht frommen Iden, bis ich bin gekommen in Amerika. Sie fliegen uns nehmen in den botanischen Garten. Und sie fliegen machen dort ein Experiment. Wir fliegen gehen von Schule. Am Sonntag fliegen die Politiker uns attackieren. Sie fliegen rüber von Steinen aus Speyen und rufen als schmutziger Jid. Das ist gegangen in die Zeiten, wo sie allem verstanden, was die Pelischen getan zu uns. Sie haben uns in die 30er, ich bin nicht gewöhnt, hat man gewählt uns auch schicken in Madagaskar, die Polaken. Weil sie haben nicht gewählt, sie haben gewählt Potter werden von uns. Alleweil wollten sie das getan, wollten wir geblieben leben öfter. Danach ist, wir fliegen gehen in die Schule und es fliegt gehen mit uns eine Nanny. Ich habe allemal gedacht, dass sie sei Jiddisch ist. Sie hat gerät, dass sie schön Jiddisch. Aber danach, nach der Milchome, habe ich gefunden, dass sie eine deutsche Katholitschke. So, sie fliegt uns gehen in die Schule, aber wir haben nicht gewusst, wo sie attackieren uns nicht. Und sie hat gerät an einem guten Jiddisch? Ich? Nein, und sie gerät Jiddisch, sehr schön. Als sie es gewähnt hat, Deutsch. Weil sie gerne an Deutsch geht, sie gerät Jiddisch. Meine Babybobes haben gehabt Kromen. Sie fliegen verkaufen essen. Mein Papas Mama ist gestorben, wenn ich bin 3 Jahre alt. Und meine Sprache sind alle sehr gebildete. Sie haben geredet Sprachen, sie haben geschrieben, sie sind gewöhnt gut in alles. So mein Papa hat eine Schwester und sie hat übergenommen die Krom. Und wir fliegen gehen besuchen die Mumme. Mein Bobbe, meine Mamas Mama hat eine Krom. Und wenn gekommen die Russen, haben sie vermacht. Und danach haben sie gekannt helfen, Menschen mit dem Essen. In unser Stub fliegt allemal sein, fliegt kommen Pesach, fliegt sein Grießekasten mit Matze für die Ohren mit zu kommen und nehmen. Meine Sprache ist gewesen gut, sie haben gehabt ein gutes Leben, weil nicht nur was sie verdient. Ich habe gehabt einen Vetter in Amerika. Und fliegt schicken sehr viel Geld, als uns gar nicht käme und nicht gefällt. Meine Mama hat ja 2 Diensten.
Danach ist bis in 1939 habe gemacht der Pakt von Ribbentrop mit Molotow und sie haben zuschnitten unsere Welt. Die Deutschen haben übergenommen Warschau und die anderen großen Staaten und wir sind gefallen unter die Russen. Wie sie sind rein, hat man angegeben, rauszuziehen und zu Sibir. Man sieht, wir haben gehabt ein Haus mit 6 Häusern. So, man sieht, vielleicht, wenn die Kinder sind angelaufen von den Deutschen in Polen, sind sie gekommen in Wilna. Und man sieht, sie gegeben mal heim. Und sie fliegen tanzen, sind die Chassidim. Und sie haben uns gehalten. Und einen Tag sind gekommen die Trucks, wie sie sicher niedrig, und mit sie rausgeführt in Sibir. So, das ist, was ich denke, gut. Na, was ist unser Leben gewesen? In der Heim pflegt meine Mama jeden Jontef machen sicher, als alle arme Menschen haben müssen. Es ist gewesen für uns, da die Russen sind gekommen und da die Polaken, ein interessanter Leben. Wenn sie pflegen filmen, die Polaken, pflegen sie haben ein Pogrom. Und in 1930 haben sie da 500 Männer, Frauen und Kinder. Und sie, so das vielleicht man reden in der Stube allemal, als sie können uns attackieren, wenn sie wollen. Ich habe eine Geschichte. Mein Mamas Bruder, der Vater in Amerika, ist gekommen bei Suchen Wilna. Ich sage, gegangen mit meinen Seiden gehen nach oben. Meine Seiden gehen nach oben und gerät 11 Sprachen. Und ich habe auch gesagt, dass die Stimme vielleicht sein in meinem Seidenstub. Und mein Seiden und Jabotinsky morgen geben der Beitar. Und mein Bruder, alle Männer in meiner Besprache sind gewesen Beitarim. So, in unser Hof ist gewesen mein Seidebobbe, sie sind gestorben, Baruch Hashem. Dann noch meine Mumme, meine Mamas Schwester Batja und ihr Mann Avram und 3 Kinder, Ella, Zelda und Akiva. Und dann noch mein Papa, meine Mama, mein Bruder und ich. Ein Kern in unser Hof ist gewesen ein älterer Vater mit einer älteren Mumme, sie sind gestorben. Und sie gewesen ein paar ältere Menschen, ich kann nicht gedenken, sie nehmen. Und die kleine Stube und andere ist gewesen eine Sprache. Ein Mann, Chaim, und ihre Kinder Sprinze, Nachamele, und das Kind gedenke ich mehr nicht. So hat man gelebt wie ihnen, wir vielleicht verhaken die Teeren und verhaken die Fenster, weil wenn die Polaken haben gewählt, haben sie gemacht eine Blava-Fund. Mein Vater gekommen von Amerika und er ist gegangen mit meinen Seiden spazieren und sie zu einem Polak und gegeben, hack meine Seiden im Pony. Mein Vater gewesen ein starker Amerikaner, hat ihm zu hagen. Von wann weiß ich, mein Vater fliegt bei Nacht mir abrufen und wir fangen reden für etliche Show. Ich bin gewesen als sie wie eine Mama zu allen Menschen, weil ich komme von daheim. Und man ist gekommen ein Polizist und arrestiert mein Seiden und mein Vater. Mit dem genommen, mein Vater hat gesagt zu sie, Schalin, wir haben nicht attackiert, er hat attackiert uns. Sie hat gesagt, der Polizist, no, es ist nicht genehmes. Aid sagte, hat man sie genommen in Polizei und mein Vater hat gelassen die reden und sie haben ausgemacht alle Papiere und sie sind gegangen, arrestieren sie. Und nachdem, wie sie schon alles gewesen fertig und er hat gesagt, der Sergeant hat gesagt zu meinem Vater, ihr seid der Ligner, ihr seid Tiden. Sagt mein Vater, gut. Danach sagt er darf sich unterschreiben und adaptieren, ihr seid arrestiert und gehen in Turme. So mein Vater nimmt aus dem amerikanischen Passport und sagt, ich bin ein Amerikaner, ich will gehen in die Ambassade in Warschau und sagen, wie schlecht ihr seid zu denen. Und mit er rausgelassen und danach hat man arrestiert den Polak. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mische Goyim von der Webserie Yid Life Crisis.
Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WUNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! So, das ist Geschichte, was ich gedenke. Frage, wie haben geheißen Eier, Fette und Seide? Sein Name ist gewesen Rachmiel, und bei in Amerika ist er gewesen Robert, und mein Seide ist gewesen Reb Benjamin Dov Shoek. Mein Seide gewesen Arov. Er hat geendigt in Mira Yeshiva. Und was gewinnt die Familie von dem Vetter? Shoek. Oh, beide Shoak. Ja. Und Als das Sohn ist, sagt, er seht es gewinnt mit Jabotinsky? Ja, so angeheben den Beitar in Wilna. Und alle Männer in mein Haus sind gewinnt Beitarin. Mein Bruder, wenn er gewinnt 15 Jahre alt ist, er gewinnt der Anführer von den jungen Beitarin auf mein Gas. Na, ich habe gelebt auf der Gas. Ich habe gelebt, was wir gerade reinnehmen. In Niedisch pflegen wir rufen das Greischnipschik. In Polisch ist gewinnt Wilkomirska Ulica. Und unter den Litwiner ist gewinnt Okmarges Gatwe. So, wir sind gewinnt aber bewusste Gas. Und Shabbos pflegt sein die beste Zeiten. Wir alle pflegen gehen in die Schule. Und der Schule hat gerufen und der Beschmedres. Und dort nicht gewinnt, oh, ich habe ich meistens. Und dort ist gewinnt eine Yeshiva, ihr wisst doch, Kinder-Yeshiva. Und sie gewinnt eine große Schule, was mit dem noch gerufen die Schule. So, meine beiden Seides haben gedauert in, close it up for a minute. Ihr wisst, wer von der Schule. Okay. So, wir haben gehabt eine Schule, sie gehen in Nummer 20. See? Und meine beiden Seides haben gedauert in derselben Schule, in Beschmedres. Und der größte Rauf ist gewesen Israel Gustman. Der zählt wegen nicht mehr, hat er gekannt? Oh, I can talk about him. Bei Gustman ist gewesen gekommen in Vilna, gewesen geendigt die Grodner Yeshiva. Und ist gekommen in Vilna. Und ist gewesen ein größer Talmud Chochem. Und wir haben gehabt eine Meilische Yeshiva in Vilna. Und der Anführer von der Meilische Yeshiva ist gegangen bei Meir Bessen. Und gewesen mein Seidens bester Freund. Und gesagt, hat gehalten beim Sterben, hat gesagt zu meinen Seiden, du darfst Chassene machen, mach sicher, ich bin krank. So mein Seid hat gemacht im Schiddach zwischen Meirs Tochter Sonja und Reb Gustman, Israel Gustman. Und noch Shabbos, noch Davnen, sie alle kommen in mein Stub zu reden mit meinen Seiden. Er hat geredet 11 Sprachen, er hat größer, bewusster Mann. Und sie pflegen, ich habe alle mal gesagt, sie haben noch gelassen, mein Bruder mit, sie sitzen mit den alle Rabbonim. Wir haben gehört von Chaim Osir Grudzinski, ne? No, okay. So, sie pflegen losen, sitzen und reden, mein Bruder gewinnt ein größer Talmud Chochem. So, pflegen wir alle mal kinderlich sitzen und sich zuhören. Wir haben nicht verstanden. Und mein Rav und mein Seide gehen der Anführer von einer Gesellschaft, von, gut, oh. Wo ist die Sprache? Esperanto. So mein Seide und der Rav sind aufgekommen, fliegen sie beide reden und wir fliegen sitzen und lachen, weil wir haben nicht verstanden, weil man geht. So, meine Sprache gewinnt interessant in alles. Wenn Menachem Begin ist gewesen in Vilna, ist gekommen, sehr mein Seide, weil wie Menachem Begin, mein Seide gewesen, hat gewusst Griech und Letten. Deswegen sie haben was zu reden. Und Menachem Begin ist doch gewesen ein größer Betarist. Oh, ja, das ist unsere Sprache, ja. So, wir haben gehabt, zu allen Zores haben wir gehabt ein gutes Leben, weil wir sind gewesen, wir haben uns gehit, weil wir haben gewusst, was soll tun zu uns. So wir gehen in die Schule. Mein Bruder ist gegangen in Ezra.
Es ist gewesen ein Engels hebräische Schule. Und Ämsle kommen eine Droschke nehmen. You know what Droschke is? Nein, was? A carriage with horses. A Schlittel was in wintertime. Sie kommen, mein Bruder flext, man schicken. Na, wir haben gehabt, mein Papa hat gehabt einen Automobil, weil mein Vater kommt von Amerika, da gekauft für ihn, und meine Mama Batjas Mann Avrom, und dann noch, dass sie gekauft hat. Wie kommt das, der Vater ist gewesen als ein Gewehr? Der Vater ist gewesen, sie haben ihn mal weggeschickt von Haus, wenn er 13 Jahre alt war, weil ist gewesen als Sozialist und sie gehabt mehrere Desar mit dem Dahergen. Er ist gekommen in Amerika und er hat gearbeitet, ist er geworden ein reicher Mann. Er hat gehabt zu tun mit... Als Kommunist, als Sozialist. Oh, als Sozialist. Er hat gehabt ein Jatke und er hat gehabt ein Sachhäuser. So, und er hat gehabt, jeden haben Größe gehabt. Er ist gewesen ein guter Mann, der hat gewusst zu handeln, wie zu kommen. Und er hat gewusst, was mir legt weg, das Geld, was mir tut. So ich sage, wenn sie erreichen, und er vielleicht schicken Geld. Und danach will ich auch weisen, er hat gedenkt, darüber gesagt, dort gehen eine Talmetere zwischen beiden, sie gehen Nummer 20 auf Schnippschick. Ist der Raumführer hat gedarft ein Dach, weil es geplucht in dem Talmetere. Und mein Vater geschickt Geld und gemacht am Tag. Und wenn mein Vater hat gemacht sein Savoye, der Amerikaner hat er gesagt, wir wollen gar nicht von euch. Unser Teil soll gehen in Israel, aber ich will eure Briefe und ich will die Bilder. Und wir haben Bilder von bald allen, weil ich gleich schicken die Bilder zu Amerika. Habe ich Bilder von meinen Eltern, meinem Bruder und ich von der Zeit, wir sind gegen Kinderlach. Und meine Mutter in Israel, sie gibt meine Papas Schwester, sie geblieben leben in Wilna. Und sie hat mir gegeben die Bilder, wo sie gehabt, das behalten bei Christen. So, habe ich da jetzt gefunden, ein Büchel von Goethe und es beschreibt, was er hat getan und sein Weib und die 2 Kinder alle gehärtet geworden in Punau und Wilma. Ich habe gefunden eine andere Sache. Mein Papas Papa hat gehabt eine Schwester. Sie lebt in Torgel. Und sie hat gehabt Töchter Edem Sazun. Keiner von sie nicht geblieben leben. Keiner nicht. So mein Papas Cousine, die Mumes von Torgel, als sie wollen kommen lernen, wollen sie kommen in Wilna. Und sie wollen sein mit meinen Säden, Boben oder so ist... Und die eine von meinen Mumes von Torgel, Italien, ist gekommen in Wilna, gelebt mit meinen Säden und meinen Boben. Und war sie gegangen in Gymnasium da. Dann noch zu Chassene gehabt. Und sie hat ein Mädel, sie geben mir noch meinen Boben. Weil mein Boben hat ihr gehalten die ganze Zeit. Als ihr Mann hat mir zugenommen in Kluga, in Estonia, der Hargit. Und ihr mit das Kind hat mir geführt zum Tate in Ponar. Hat sie abgenommen ihr Ring und sie hat gegeben meinen Mumen und gesagt, wir kommen auf, öfter wirst du haben den Rung. So mein Schnur trug den Rung jetzt da. Mein Mumen hat es mir gegeben, bin gegeben in Yad Vashem, sagt mein Schnur, it should live forever. Mein Schnur ist ein Amerikaner und sie trug den Rung. So wir haben gehabt, ein schönes Leben, ein Chutz, was die Polaken haben sie gedeckt auf uns, und wir hatten ein schönes Leben. Vielleicht kommen Schabes, und meine Mama vielleicht machen die Jones, und mein Vater von Stadt wird kommen, und wir vielleicht kommen, und wer es vielleicht sich abreißen von der ganzen Welt, vielleicht kommen sie mit uns für Schabes. Weil das ist gewesen, keiner nicht gegangen in die Hotel, und mein Seide, wenn er vielleicht gehen darf, Freitag bei Nacht, vielleicht alle mal kommen Fremde. Vielleicht mal sagen, oh, wir haben fremde Menschen. Und mein Seide aber schon gesagt, es ist nicht auch ein Fremde, es sei Niedens, es sei eine Sprache. Und bis dem Tag habe ich euch geholfen, die Gebliebenen vom Show, und wir haben alle mal gesagt, es ist eine Sprache. Hat gehabt eine Sache
Bildung bin ich Zionism. Ihr seid gewähnt, Hake Zionisten. was Hat ihr mir- gehabt bei dir zu Von fahren? Tag, was Ken wir Yisrael? sind geboren geworden, hat man geredet wegen Israel. Ich habe allemal nicht verstanden, wie er sieht, dass Israel belangt nicht zu uns. Israel. Meine Mama ist eine Cousin. Hat sich getroffen mit, wer ist der Lord in England? Balfour? Balfour? Nee, Montefiore? No. Er ist gewesen ein großer Millionär, was hat gekauft Land in Israel. Rothschild. So mein Bob ist ein Korf, hat sich getroffen mit Rothschild und gebeten, er soll ankaufen Land. Von Zeit, wo wir sind geboren geworden, haben wir gewusst, dass wir sind Juden. Wir haben gewusst, dass wir sind Zionisten. Wir haben gewusst, dass wir darf gehen in Israel. Aber nicht wie eine Sache von Zionisten gewähnt weltlich. Ihr seid gewähnt doch frühe Jeden. No. Ich sage doch, ich habe keinmal nicht gekannt, dass nicht frommen Juden. Viele die Linke sind gewähnt fromm. So, bis ich bin gekommen in Amerika. So, in daheim hat man allemal geredet und ich als ein Kind, wir haben gebaut von Mashiach. Von der Zeit, wo ich bin, ich 5 Jahre alt, gedenke ich das. Und wenn es gekommen zu Israel, sie fliegen Stimmen, ich habe auch gesagt, in meinem Seelenstub, für wen man wird ausbleiben zu sein, in der Meluche in Israel, viele haben nicht gehabt, die Meluche. So, wir haben gewusst, und Shabbos, Freitag bei Nacht, ist gewesen, Tischen ausgesetzt in mein Seideshäus, weil allemal gehabt Gäste. Sie gewesen genug in Herzen für jeder einen Platz. Danach ist mein Bobby gestorben, meine Mamas Mama ist gestorben. Und haben gehabt, ein Gast ist gekommen, sagt er, ich bin ein Korf von einem Korf. Sagen sie, es ist noch was gestorben, sagt er, nur will ich kommen ein andermal. Wir haben geglichen die Menschen, die Sprache, die Freundschaft, was wir können das nicht gefunden, weil jeder redet. Meine Mama hat Chassene gemacht, alle arme Kalles, was kommen zu ihr. Danach mein Seid, der sagt doch, die Kesslach mit Matze fliegt stehen, wir fliegt ausreifen in dem Salon und wer es gedacht, kommen, nehmen, essen und genommen. Und mit keinmal nicht gefragt und keinmal nicht gesagt. Wir alle mal fliegen lachen, meine Mama hat eine Sache hingelacht. Sie gewinnen ein Quartal, you know what that is? Was ist das? The godmother. Aha. So alle fliegen wel meine Mama, weil sie fliegt sie alle mal von Matones. Sie gewinnen ein Stückchen Mama für eure Jüngler? Meine Mama hat noch gewusst, und ich lasse sagen danach. So, meine Mama, wir sind gefahren, wir sind geblieben leben. So, meine Mama, mein Papa, mein Bruder und ich sind geblieben leben und meine Papas Schwester. Wir sehen, wir sind gewöhnt zu spät und zu setzt, aber wir haben sich aufgeklebt nach der Milchome und wir sind gewöhnt die einzige 2 Mischproches in Wilna. Sie gekommen, jetzt da gehen wir back zu unserer Umlegung. Sie gekommen die Milchome, die Russen, die Deutschen übergenommen Polen, Litwe, in unserer Gang Estonien, Latvia. Und sie gehen am Ende zu unser Leben. Die Deutschen sind rein und jetzt da die Polaken, die Litwinen. Vor allem zwischen 39 und 41, es gewesen große Beiten unter die Russen, die Litwiner sind gewesen Feind zu den Juden, weil sie im gehasst die Polaken über verlieren Wilne. Unter die Russen, was ist gewesen eine große in Sibirien. Wir wollten gegangen in Sibirien. Wenn die Deutschen und die Russen haben nicht an dem Milchome, weil wir sagen, fromme Jeden. Alle wollten gewinnen in Sibir. Aber in 39 haben die Russen übergenommen und gegeben Wilne zu den Litwiner. Und weil sie seinen gewinnen, allemal in der Geschichte. Meine Mama und ich sind gegangen in Wilne,
Und mit dem Mal ist auch gefallen ein Aeroplan. Und sie gewähnen 2 litwische Piloten sein der Harget geworden und wir haben das gesehen. So danach, als danach hat die Litwiner übergenommen Wilna, die Russen haben gegeben in 1940 Wilna zu den Litwiner. So als Kinder hat man uns genommen in Kovne, unsere Schule ist gegangen in Kovne. Und wir sind gegangen in dem Museum und ich habe gesehen die Hitler von den 2 Piloten. So ich bin ja noch klein, habe ich gesehen, wie der Aeroplan ist auch gefallen. Als hat am meisten. Und danach, die Litwiner sind gewesen Feind. Und wie die Deutschen sind rein, haben sie gewiesen, their brutality. Sie sind gewesen, wir haben gehabt die 4. Ja, wo seid ihr gewesen genau, wenn die Deutschen sind rein? Ich bin gewesen in Stub. In Koblenz? In Wilna. Und wie sie sind rein, haben sie die Polaken, die Litwiner, die Ukrainer, die Deutschen haben attackiert die Jiden. Sie sind gewesen in Wilna noch öfter 2 Monaten, haben sie angegeben zu nehmen, zu hergehen unsere Männer. Und die Frauen mit den Kindern haben sie geschleppt arbeiten auf dem Dorf. So sie haben genommen meine Mama und mir zu arbeiten auf dem Dorf. Sehr schön. Mein Rovi dort gewesen, dann noch ich, Israel Gustman. Und wir sollen arbeiten und die Banditen sollen zugehen, hergehen die Kinder. Sie haben getan, was sie ihm gewählt. Bei Nacht sagt man uns, sie gehen zu Fuß. Und in der Früh sollen sie weiter und nehmen zu der Arbeit, bis es ist geworden, kälter, sagt die Mama, ich denke, sie werden uns da hergehen. Hat sie mir genommen, wir sind gelaufen durch Wälder, durch Felder. Und wir sind gekommen in den Stub und die Mama hat gesagt zu mir, der Papa hat geholfen dem polnischen Offizier. Ich will, du sollst dort gehen. Sag ich, nein Mama, ich gehe nicht an dir. Du gehst nicht, gehe ich nicht. Und die Mama hat zu mir behalten. Wie lange 3 Mal Chadoshim seien sie gewesen und mit uns angeben zu nehmen zu Ghetto. Vor 50 Jahren habe ich nicht gedacht und ich habe allemal gesagt, ich bin nicht gewesen in Ghetto. Ich habe uns auch abgegangen von Sinnen. Nicht gedacht, keine Sache. Danach haben sie gefunden meine Papiere. Sie haben die Deutschen von der Ambassade kommen in West Hartford gesagt, ich darf nicht gehen, ich bin keinmal nicht gewesen dort. So, wo bist du gewesen die alle Jahre? Ich weiß nicht. So, mit uns weggeschleppt in Ghetto. Und die Mama fleckt allemal gefunden ein Loch, wo reinzustupen. Sie hat einen Schein, das meint Erlebnis, zu arbeiten und zu leben. Hat sie mir ausgehalten, wo ich bin gewesen Hunger, kalt, nass. Aber die Mama hat gesagt, eine Sache. Sie hat verloren den Mann, sie hat verloren ihren Sohn. Sie hat sehen, öfter will ich bleiben leben. So hat sie mir ausgehalten, bis sie gesehen hat, dass sie nicht doch in Hoffnung. Hat sie gesagt zu mir, mein Kind, eben du sei mit mir und wir beide sterben. Und sie hat ein Loch ausgenommen. Meine Mama ging an Einzige. Ich habe Schreck bis dem Tag. Meine Mama keine Sache hat ihr nicht gehabt. Sie darf der Pistone gewinnen. Und sie hat mir durchgestoppt ein Loch und gesagt, geh zu den Menschen, was haben geholfen, was dein Papa hat dir geholfen. Und sie hat mir angesagt, sollst nicht, oh, I miss so much. Wer ist das gewesen, der polnische... Er ist gewesen, der Führer von der Polizei in Wilna. Er hat noch gelebt in Wilna? Der polnische Polizist hat noch gelebt in Wilna, nachdem wie die Litwiner... No, die Deutschen sind gekommen, ja, hat sie nicht gehabt mehr, die Litwiner haben gar nicht getan. I forgot the story. I'm going to have to fit it in. So, sie gesagt, du darfst gehen, sagt sie. Und Thomas, sie lassen dir nicht rein. Und sie hat mir angesagt, Thomas hat mich zerstellt, du sollst du noch reden Polisch. Wir haben da geredet Jiddisch und Litwinisch und Russisch. Hat sie gesagt, weil eben du redest eine andere Sprache, sie wissen, ob es da ist. Und sie hat mir herumgenommen und gesagt, mein Kind soll es mal nicht vergessen, ob es da Jiddische. Aber getracht, bin ich weggegangen und Gott will tanzt der Besim, you know that. Und
gerade als Gott will, die Tiere gewinnen offen, sie gehen als schöne Gebäude für die Polizianten und die Bankers und die Advokaten und die Doktors. Und sie gehen die Tiere offen, bin ich herein, angeklappt in der Platz, sagt die Pani, was tust du da? Sagt die Mama gesagt, der wird mir behalten. Nein, in unserer Gegend, jeder Stub hat gehabt, wie man sagt, ein Kalender, und sie werden angeschrieben, die Namen, wer lebt dort und welchen Tod kommen sie. Was tut man mit einem jüdischen Kind? Als sie gerät zu ihrem Mann, und sie haben beschlossen, dass sie mir reinnehmen. Weil sie gesagt haben, sie nehmen dir nicht, dass sie gehen zum Galach. Weil mein Papa hat geholfen dem Galach, wenn die Litwiner sind gehen in Wilna. Teure Zuhörer, zu lieber begrenzter Zeit, müssen wir ablegen dem zweiten Teil von dem Interview, was ihr noch was gehört mit Essia Friedman bis der kommende Woche. Ich hoffe, Sie hatten noch gehabt von meinem Interview mit Essia Friedman. Jetzt wohnt sie in Connecticut. Sie ist gewachsen, wie ihr hat gehört, in Wilna und hat durchgemacht die Milchome. Und wir haben früher gehört, Auszügen von dem neuesten Compact-Disc von Henkes Netzky und Aidan McAdam Sommer. Beide seien in der Abteilung von Jazz Studies beim New England Conservatory und sie treten oft mit Konzerten von Klezmer, chassidischer und jüdischer Musik. Ich hoffe, Sie wird Hannover haben weiter zu hören sei auf unser Programm. Dank für den Herrn und einen guten Tag. Das tut nach Meir David. Geendigt beschaffen die Welt, hat Gott in dem Freitag zur Nacht mit einmal der Welt dahergestellt, pinkt in dem Freitag zur Nacht gemacht hat Wälder und Wälder Sach, gemacht hat menschlich Horem in Rach, gemacht hat Himmel und Erdentag, pinkt in dem Freitag zur Nacht, weil jeden Freitag zur Nacht ruft mit der Zurres, der Tisch ist gedeckt, in die Stieb ist ein Chayes und alles schmeckt. Jeden Freitag zur Nacht, wer sitzt sich in der Eres, und wer singt sich des Meeres. Jeden Freitag zur Nacht. Schulikul fort sich herum und kommt heim Freitag zur Nacht. Ist überrollen im Atem und kommt heim pinkt Freitag zur Nacht. Das Fabel, das Fremde, sie setzt ihm zum Tisch und gibt ihm dem Kiddisch, der langt ihm dem Fisch. In die Stieb ist ein Chayes, in alles ist frisch, pinkt in dem Freitag zur Nacht. Weil jeden Freitag zur Nacht ruft mit der Zurres, der
Tisch ist gedeckt, in die Stiebe ist ein Chayes in alles schmeckt. Oh, jeden Freitag zur Nacht. Mir sitzt sich in der Dires und mir singt sich diese Meeres. Oh, jeden Freitag zur Nacht. Hat sich mir der Siebte Sippen, hat sich mir zerbrochen, hat sich mir der Schick zerrissen, hat sich mir die heile Sachen. Tanz gegen dir, nicht an gegen dir, die wirst nimm den einen, nicht an nimm dich näher. Zerbrochen ist der Lokschentopf, verbrennt der Nahid. Tanzen die Machtene, ist die Kalle in der Mitte. Tanz gegen mir, nicht an gegen dir. Die wirst nimm den einen, nicht wer nimm dich näher. Alles da die ganze Mischproche, tanzen auf der Chassene, das soll in den Brache. Tanz gegen mir, nicht an gegen dir, die wirst nimm den einen, nicht wer nimm dich näher.
der Reusen ist Winster. In der Reusen ist Winster, es ist spät bei Nacht. Man hört kein Schum, keine Schorch, keine Vögel fliehen auf der Gasse. hört kein Schum, keine Schorch, keine Vögel fliehen auf der Gasse. Wo bist du gewesen? Ich will mit dir zwei Wörter reden. Wo bist du gewesen? Ich will mit dir zusammen sein. Du komm raus zu mir, mein teures Leben. Ich steh und warte, Gott, ich weiß allein nicht war was. Ich steh und warte, Gott, ich weiß allein nicht war was. Wo bist du gewesen? Ich will mit dir zwei Wörter reden. Oh, komm, Jaros, ich will mit dir zusammen sein. Schwarzen Gotschkeloch in dein Mäul mit deine schöne weiße Zähne, in dein Mäul mit deine schöne weiße Zähne. Wo bist du gewesen? Ich will mit dir zwei Wörter reden. Ich will mit dir zusammen sein. Wo bist du gewesen? Ich will mit dir zwei Wörter reden. Komm, Jaros, ich will mit dir zusammen gehen.